Get your fucking hands up. So TÜV-Parkplatz gibt es auch selten, du. Ja, aber ist geil. Finde ich geil. Und damit herzlich willkommen zum neuesten Video. Jetzt muss ich hier eine Runde drehen, kann ich nicht durch fahren. Und herzlich willkommen zum neuesten Video. Und jetzt muss ich gerade ich habe gefurzt, ich bin so gerutscht auf dem Sitz. Genau, das ist Stopp. Entschuldigung, der Gang nicht reingebracht. Genau, und herzlich willkommen zum neuesten Video. Genau, heute geht es ein bisschen darum, ich habe mir letztens überlegt, Benzinpreise sind so dermaßen aufgeschossen. Dann habe ich mir überlegt, ich bin sonst schon ich habe sonst schon extrem viel darauf geschaut, dass ich nicht mehr so viel Auto fahre. Ich habe sonst schon extrem darauf geschaut, dass ich nicht mehr so viel Auto fahre, dass ich mehr TÜV fahre und nicht viel Benzin verbrauche. Und ich habe fast keine Ausfahrt mehr gemacht mit meinem MX-5. Aber zu verkaufen wollte ich auch nicht, weil ich habe trotzdem wieder Bock dazu, etwas damit zu machen. Und wenn ich im Verkauf, da habe ich so viel Geld verloren. Darum, ja, ein bisschen so Gedanken. Und warum fahre ich so viel TÜV? Warum bin ich jetzt so ein extremer TÜV-Fan geworden? Am Anfang, früher, wo ich Kind war oder wo ich angefangen mit TÜV fahren, bin ich überhaupt kein TÜV-Fan gewesen. Höchstens ein bisschen fahren, aber nicht, dass ich jetzt einen TÜV genau anschaue und cool finde. Weil für mich ist es so gewesen, TÜV-Fahrer, da kommt irgendwo die Ambulanz oder so. TÜV-Fahrer sind für mich eigentlich so gewesen, die Harley-Fahrer oder so alte, die grosse Tourenmaschinen haben. Die grosse Tourenmaschinen haben und alte Kleider von 30 Jahren, die sie TÜV-Prüfung gemacht haben. So richtig altmodisch. Ist für mich so, nein, TÜV-Fahrer, das sind alte Leute und da habe ich gar keinen Bock drauf. So war das für mich wirklich früher gewesen. Und das ist eine Geisterfahrerin, die geht links rüber. Und mittlerweile, es gibt so viele TÜV, die zwar relativ alt sind, aber wo muss mich mehr auf den Verkehr konzentrieren, aber wo wirklich schön aussehen, wirklich sexy, schöne Formen haben. Und darum, also das TÜV fahre ich mit den ganzen YouTube-Videos, wo ich schaue und Instagram und so, habe ich schon extrem mehr Lust auf TÜV. Und dazu kommt, der TÜV kann noch nicht eine Panne mit dem TÜV. Der TÜV ist viel neuer, viel günstiger, braucht weniger Most, kostet weniger Versicherung. Eben, wenn etwas wirklich kaputt geht, logisch, also sag jetzt mal, wenn man einen kaputten TÜV kauft, kann man logisch viel Geld rein investieren in den TÜV, das ist mir auch klar. Aber ja, ich denke jetzt nur, dass wenn ich jetzt einen Monat lang wieder jeden Tag einen TÜV fahre, was ich dafür zahle, wahrscheinlich etwa 70 Franken Most, mittlerweile ist es teuer geworden, aber mit dem Auto würde ich wahrscheinlich über 200 Franken zahlen. Darum, ich denke mir, mit dem TÜV, du bist viel näher am Geschehen, du hast viel intensivere Erlebnisse mit dem TÜV als mit dem Auto. Ja, du schlägst so ein Alu-Gestell um dich herum, es ist einfach viel flinker. Ja, ich weiss nicht, ich bin früher überhaupt nicht der TÜV-Fan gewesen, aber mittlerweile, ich habe so Bock drauf. Richtig Bock drauf, ich schwör's dir, auf das TÜV-Fahren, so Bock. Wenn es möglich ist, wenn das Wetter stimmt, ich will nur mit dem TÜV unterwegs sein. Der positive Effekt dahinter ist einfach, dass ich das Auto schone, dass ich den Opel, beziehungsweise es ist ja nicht mehr der Opel, den Audi schone, dass der Kilometer spart. Und ja, ein positiver Effekt dabei, oder? Es ist zwar eigentlich mein Hobby, meine Passion, TÜV zu fahren, aber wenn ich dann günstiger zum
ins Geschäft komme. Oder? Warum nicht? Warum nicht, oder? Darum, also ich habe wirklich... Früher hat es mich überhaupt nicht gejuckt, TÜV. Überhaupt nicht hat es mich gejuckt, weil ich also auch so es gibt ja viele TÜV, die wirklich 30 oder noch älter sind, 30, 40 Jahre, und die haben nicht so schöne Formen wie die neueren TÜV, sage ich mal, sondern sind relativ eckig, von vorne vom Skiwerfer bis hinten richtig, sieht aus wie aus einem Lego-Baukasten, übertrieben gesagt. Und die habe ich überhaupt nicht gern, die TÜV, oder? Und das war ein bisschen das, was mich am Anfang ein bisschen daran gehindert hat. Aber wenn man sich dann auskennt damit und ein bisschen schaut, was rum ist, dann ist es schon ziemlich geil. Und ja, ich glaube, ich kann das Ganze relativ ausführlich besprochen, warum ich TÜV geil finde. Wir könnt auch gerne in den Kommentaren noch schreiben, was ihr so seht. Also bei mir war es wirklich früher so gewesen, wenn ich jetzt ein geiles Auto, sagen wir mal, bei mir ist es immer so, ich finde nur Autos wirklich richtig geil und habe richtig Interesse, wenn ich es mir auch leisten kann. Bei mir ist es immer ein bisschen mit dem zu tun, weil ich denke, was ich das geil finde, dann kann es mir nicht. So, wenn ich jetzt zum Beispiel einen VW Golf, sagen wir mal, 5'000, 6'000 Wert hätte und relativ geil aufgemotzt ist und dann TÜV nebenzu, was ziemlich geil aufgemotzt ist, ich wäre immer zum Auto gegangen. So, weil mich Auto viel mehr gekickt hat. Aber mittlerweile auch wegen diesen Aspekten mit dem Finanziellen, aber auch mit dem Aspekt, dass man viel flinker ist mit dem TÜV, viel mehr am Geschehen ist etc. Würde ich wahrscheinlich, wenn jetzt eben wie gesagt Golf, TÜV nebeneinander stehen, viel eher wahrscheinlich zum TÜV anlaufen als zum VW. Wahrscheinlich. Ja. Bei mir, ich sehe einfach was, ich kann alles am... Schau mal den. Was soll ich wieder sagen? Ich erkläre einfach, was alles am Auto kaputt geht, was man alles kann ersetzen und so. Und der TÜV ist immer noch... Zum Beispiel der TÜV könnte nie nach rechts oder nach links sein, da gibt es kein Vermessen wie beim Auto. Das Einzige ist, wie nach rechts nach links sein ist, wenn entweder Pneu runtergefahren sind oder die Gabel vorne, wie sagt man, Gabel verzogen ist. Aber sonst, es gibt krass, weil es hat ja nur zwei Räder, es gibt nicht etwas, dass ein Rädchen nach links zieht und eins nach rechts, oder? Von dem her, das ist auch schon, ja, schon mal mein Aspekt, mein Grund dahinter, wie ich das so sehe. Wie ich das so sehe. Und ja, trotzdem natürlich finde ich Auto auch geil. Es ist nicht so, dass ich jetzt nie mehr Auto fahre. Ich finde Auto, mein Oldtimer, mein Mazda, wer bis dahin gelöst hat, ich finde es immer noch geil. Ich bin immer noch ein extremer Autofan, aber wenn ich jetzt so fürs Tagtägliche und ja, bin ich schon eher der TÜV-Fan. Dann würde ich sagen, wäre es das gewesen. Ich hoffe, ihr habt bis dahin gelost. Wenn ihr bis dahin gelost habt, wünsche ich euch noch einen ganz schönen Tag. Nicht vergessen, mich zu abonnieren und bis zum nächsten Mal. Euer Obsco94. Ciao miteinander.